Bitte gib mir ein Pikachu und meine Sidequest. Und damit willkommen zurück zur Pokémon-Legende CA. Du sollst es nicht umsonst tun. Im Gegensatz biete ich dir einen Scaraborn an. Wir tauschen Ein Scaraborn das ist eigentlich schon ein ziemlich cooler Tausch. Ich weiß gar nicht, wo wir irgendwie hier einen Scaraborn finden würden. Vielleicht ist das die einzige Variante, ne? Ich habe zwar männlicher, also gar kein Problem, wir können seine eintauschen. Stimmt, da war ja Skoppel. Mach mal hier, ne? Mach hier eine Herrscherbox. Boxenübersicht. Ne, warte mal. Man kann ja die Boxen umbenennen, ne? Namen ändern. Nein. Moment. Ganz ruhig, Michael, ganz ruhig. Also. Ich werde die Boxen wieder ein bisschen tauschen müssen bei Gelegenheit, weil wir werden natürlich wesentlich mehr Boxen brauchen und auch haben als 8. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Legenden Arceus war, ob ich in jeder Box noch ein Pokémon haben muss und dann gibt es automatisch mehr oder wie das war. Kein Plan. Also, wir geben hier mal so eins und kriegen dafür einen Scaraborn, ne? Tschüss, Pikachu! Ich krieg dafür ein cooles Scaraborn. Also, ich hoffe zumindest. Käferkampf, ne? Und dann hat es auch eine coole Kampfattacke. Das können sie auch sofort mega entwickeln, ne? Das wäre natürlich schon praktisch. Corny! Bin doch bitte gut um Corny. Willkommen, Pikachu! Zur Feier unseres ersten Treffens verwende ich auch gleich einen Donnerstein. Ein Raichu. Mal sehen, was mein Pokédex zu Raichu sagt. Einen Trainer angreifen. Was? Und wir müssen wieder zurücktauschen. Scarro. Entwicklungsstein im Praxistest. Noch ein paar coole Pokémon bekommen, ne? In netten kurzer Zeit. So, registriert Scaraborn. Jetzt nimmt es mich aber doch mal Wunder. Platziert Scaraborn mal hier. Und das Taubsim mal da. Dann vielleicht mal unser Tauboga, was eigentlich eh zu stark ist. Ja, klappt auch nicht. Fies, war das könnte vielleicht so funktionieren, aber nee, das Spiel tatsächlich so. Nö, funktioniert nicht. Sehr gut, dann halt. Ist ja egal. Also, Corny, dann ist halt doch das mal unsere Fangbox. Das hier wäre eine theoretische Teambox. Und theoretisch weitere Mitglieder. Und jetzt machen wir es mal so. Hochheben so. Corny mal ins Team. Dann haben wir die paar. Die Box wird sowieso wieder von selber, das ist gar kein Problem. Also ziemlich sicher fühlt es wieder von selber. Packe mal das Vieh dahin. Naja, passt nicht so ganz, aber egal. Das haben wir ein bisschen sortiert. So.
Ein Scaraborn namens Corny. Wie lange ist sein Bericht so aus, ne? Hoher Angriff, weniger Initiative. Muss das sein? Naja, gut. Also. Attacken verwalten, ne? Tackle, Nadelrakete. Junge, du könntest dringend ein paar neue Attacken brauchen. Was er alles lernen kann. Naja, Nadelrakete momentan noch nicht, ne? Versuche mal mit den Attacken. Ja, ist doch cool, ne? Haben wir schon mal ein gutes Team soweit. Was? Betreten also Klamottenladen. Nee, das sparen wir uns später auf. Wer ist in der letzten Folge hier so einen coolen Trenchcoat bekommen, angezogen? Das muss vorher erst rein. Also wie kommen wir jetzt da hoch? Das Item zu kriegen. Es muss so eine Art ein Rollmove gehen, ne? Womit ich halt, ja, wie es halt so schön sagt, rollen kann. Alles andere macht irgendwie für mich keinen Sinn. So, gut mal da. Ja, ob es hier klappt, keine Ahnung. Ja, das klappt. Ah ne, wenn ich hier wieder stimmt, wäre der Quatsch. Okay. Was hast du jetzt irgendwie für eine coole Quest? Au. Du bist hier, um mir beim Suchen zu helfen? Bon Nuit, meinen Ring verloren. Das ist ein Friedhof? Oh, Geistbogen lassen grüßen, ne? Und deshalb passieren solche Dinge. Was natürlich schon krass ist, ne? So eine Wildzone. Einfach so auf dem Friedhof errichtet worden. Da verstehe ich natürlich schon, dass da gewisse Leute gibt, die so sagen, oh, Wildzone abschaffen. Was macht ein Poponcho hier? Ich sitze hier mit dem Pokémon aus dem Sektor. Ja, okay. Nebulak, ja, habe ich schon gesehen. Ja, da vorne könnte es sein, ne, das Item. Es wäre schon das nächste Shiny. Was Retter, ne? Ah, obwohl. Vielleicht. Ah. Ah ne, ist eine TM sogar, krass. Feuerwirbel.
Nebulak, Nebulak. Hä? Diese scheiß Retternsee. Geist-Pokémon-Teams haben wir eigentlich auch geil. Wir müssen abwarten, ob es überhaupt fangen kann, ne? Schau mich an. Dreh dich mal um, Kumpel. Ein Nebulak. So, jetzt kannst du aber mit Zertrümmerer ran. Lemius geht dabei immer nicht, ne? Ja, okay. Okay, wir wollen Zobiris auftauchen. Können wir noch ein paar andere Geister holen? Guck mal einer an. Sehr gut versteckt. Ein Weberak. Dankeschön. Oh. Das war jetzt so nicht geplant. Das ist auch nichts. Entschuldigung. Ey, das kann irgendwie funktionieren, genau. Wenn noch Zobiris hier erscheinen, dann langsam alle zusammen, ne? Alle Pokémon. Die Zobiris scheinen einen Ring der Auftraggeberin zu haben. Wir uns jetzt zum Kampf herausfordern, um ihn zurückzubekommen. Jetzt kommt's. Mega Zobiris! So ist nichts heraus. Okay, das ging schnell. Ach nee, warte mal, ist ein Geist. Zobiris hat einen besonderen Ring bei sich. Ein besonderer Ring. Du. Natürlich machen wir das. Wir würden vielleicht trotzdem gerne noch Trassler heilen. Dann kriegen wir auch noch eine Epi-Bonbon, ne? Egal. Gut, Trassen ist wieder mal das stärkste Pokémon aktuell, zumindest vom Level her. Teleport. Der Anwender kehrt augenblicklich an die Seite seines Trainers zurück.
So ein Spiel wie hier eigentlich keine schlechte Idee, ne? Sogar besser als Schutzschild im Falle von Trassler, ne? Muss man ein Auge behalten. Ach ja, da war ja was. Eiszahn! Whirlpool! Naja, Whirlpool. Ja gut. Du schließt die Gegnerin ein, ne? Damit sie nicht so schnell fliegen kann. Also eigentlich schon jetzt eine doofe Idee, tatsächlich. Hätte ja funktionieren können. Fehlt noch eins, ne? Oh, hallo. Du auch hier? Warte mal, ich brauche eh noch ein weiteres, ne? So quasi ein Living Dex, ne? Nebula, ein Apollo und ein Gengar. Wobei Gengar, das fangen wir vielleicht lieber, wenn es überhaupt geht, weil, naja, die ganzen Tauschentwicklungen werden sicher auch mühsam sein. So. Jetzt noch ein weiteres Pokémon. Das habe ich irgendwie übersehen, ne? Das war so ein Rektan. Netzball bekommen. Okay, nicht schlecht. Das Gebäude kann ich nicht rein, ne? Nö. Junge, jetzt so viele Weberachs. Sag mal. So. Ja, die auch erledigt. Aber schnell alle runterholen, ne? Ist eigentlich voll fies, was ich jetzt treibe. Oh, das ist ein schweres Gift. Oder täuscht es jetzt nur? Nee, das glaube ich täuscht einfach. Nehmen wir mal kurz zurück. So, weg hier. Gehen wir schnell zu einem Pokémon Center. Ja, keine Ahnung, was das letzte Pokémon hier sein soll. Werden sie noch rausfinden. Da ist er ja. Ich macht meinen Ring wohl gefallen, ne? Ein wildes Pokémon, das ist wirklich guten Geschmack. Aber das ist der Ehering, den mir mein Mann geschenkt hat. Noch kann es ihn nicht haben. Noch. Das Sabir ist auf dem Friedhof. Zurückkehren, ja, ich werde aber trotzdem noch mal ganz kurz zurückgehen zum Pokémon Center. Ah ja, die bekiefte Schwester Joy. Nee, passt schon fürs Erste. Dankeschön. Unser Team. Entivie kann sich entwickeln. Stimmt, ganz vergessen. Freunde, es wird Zeit für eine, wie ich finde, extrem coole Entwicklung. Na, Kumpel? Was sagst du, ne? Zeit zum Entwickeln? Na? Sag Tschüss. Es wird zu Lurblatt. Gigasauger. Das ist nice. Sieht generell so ein Bericht aus von den
Werten her. Spezialangriff ist natürlich ein bisschen höher dank des Wesens. Okay. Egelsamen ist natürlich mittlerweile auch drauf, ne? Okay, okay, da passt doch langsam, aber sicher mal. Rasierblatt. Eine hohe Volltrefferquote auch in dem Spiel noch. Das gefällt mir eigentlich. Dann nehmen wir den Schutzschild raus. Und Kopfnuss auch, ne? Quasi Kopfnuss soll es stimmen. Rasierblatt, Egelsamen. Ja, kann man glaube ich so machen, ne? Das Team wächst und gedeiht. Tatiri. Oder war es Level 17? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wenn es sich entwickelt. Corny, Scarabon können wir eh vergessen mit Entwicklung. Drasla, ja, wird bald soweit, aber ich glaube Level 20 rum, ne? Pam, keine Ahnung mehr. Was ist denn der Pokédex so? 32 gefangen, 36 gesehen. Wir sind gar nicht so weit hinten. Ja, Lorblatt ist eine Weile Begleitung, Freunde, denn bis das so ein Megan entwickelt, könnte ein bisschen dauern, ne? Na du? Auch ein cooles Pokémon, ey. Ach, die erste Generation hat halt so ihren eigentlichen Flair, sag ich jetzt mal, ne? Da war später noch coole Pokémon, gar kein Thema. Aber was halt, wie ich finde, doch sehr ausschlaggebend für die erste Generation war die Schlichtheit. Ich meine jetzt nicht nur, wie Lorblatt aufgebaut ist, ne, auch vom Blatt auf dem Kopf, und irgendwie noch mega Zinken oder sowas, was anderes im Blatt drin haben muss, oder auch noch mehrere andere Farben, im Prinzip 2 Farben, den Körper, nur die Augenfarbe, fertig. So waren früher Pokémon, heutzutage, ich meine nur schon Floink im Vergleich. Wäre Floink noch ein Pokémon, der, sag ich jetzt mal, bis und mit Generation 3 gewesen, das wird ganz anders aussehen. Ringelschwänze und so vielleicht auch, aber wesentlich weniger Farben, nicht mehr so viele Muster. Aber es gibt auch andere Pokémon, ne? Wie eben zum Beispiel unser Fiaro hier, oder Dartiri jetzt hier noch. Sieht auch relativ clean aus, ne? Gut, ich meine jetzt da die gelben Ecken am Auge jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber es ist halt ein bisschen Unterschied, ne? Früher zu heute. So, für die Zeit, 20 Minuten. Ja gut, komm, wir können noch zurückgehen. Mit Lorblatt, wenn es überhaupt uns hinterherkommen würde. Ja, so schneller, ne? Okay. Lorblatt. Rasierblatt. Und der Tag gescheit nach Lorblatt, ne? Lorblatt, Rasierblatt. Jetzt mit dem Gigasauger aus. Hat einfach die Megasplitter absorbiert. Du hast alle Missionen abgeschlossen. Hervorragend. Vielen Dank. Hey, klasse, du hast echt drauf. Wir haben in der Zwischenzeit auch unsere Gespräche abgehakt. Und worum ging's? Ich suche jemanden. Genau genommen ist das der Grund, warum ich nach Illumina gekommen bin. Ich habe Mathieu mit der Suche beauftragt. Irgendwann erzähle ich dir mal mehr darüber. Aber jetzt was anderes. Mathieu, wer hat's Magel geschlagen? Du hast einen tollen Trainer rekrutiert, Zita. Magel hat so gut geschlagen, dass ich ihm am liebsten alle schwierigen Fälle überlassen würde. Ja. Kenne mich mit Entwicklungen aus von Pokémon. Diese Entwicklungen werden sie stärker. Und hier in Illumina City gibt es eine Form der Entwicklung, die über andere Entwicklungen hinausgeht. Die Mega-Entwicklung. Ja, genau. Bevor sie lang und breit erklärt, sage ich dir lieber, wovon ich spreche. Kommen wir vor das Le Bel-Büro. Können wir die etwa jetzt schon mega entwickeln? Oh. Ich habe dich zwar letztens nach Kämpfen sehen, aber möchte deine Stärke selbst in einem Kampf erleben. Willst du gegen mich antreten? Klar. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden willst, dann zeig mir deine Stärke. Also die jetzt selber mit Mega entwickeln, will ich es aber sauer. Muck ist geil.
Gut, mit Voltlang wird es jetzt nicht mega entwickeln. Dynamo maximieren vielleicht, aber das geht hier nicht. Das geht nur in der Gala-Region. Eins 0, Loblatt. Hä? Was war das jetzt? Das war's schon? Lass mich einen Pokémon für dich heilen. Das Voltlam, das ich reingesetzt habe, kann sich zu Vatim dann zu Ampharos entwickeln. Los, Ampharos! Oh. Ja, zum Glück muss ich nicht dagegen antreten, weil es entwickelt sich als Level 30, das wäre ein bisschen zu stark gewesen aktuell. Mein Schlüsselstein, Ampharos Megastein. Können wir die Mega-Entwicklung auslösen? Los, Ampharos, Zeit für die Mega-Entwicklung! Und es wurde zum dreifachen Super Saiyajin. Varos. Die Mega-Entwicklung geht weit über normale Entwicklung hinaus und verleiht dem Pokémon einen zusätzlichen Kraftschub. In der Mega-Entwicklung steigt nämlich auch die Stärke seiner Attacken. Aber gerade weil ein Pokémon dabei so sehr über sich hinauswächst, kann es die Mega-Entwicklung nicht ewig aufrechterhalten. Da hast du es, das ist die Mega-Entwicklung. Genau das will ich irgendwann auch drauf haben. Mein Gefühl sagt mir, dass dein Weg bald zur Mega-Entwicklung leiten wird, Michael. Ja, gib mir einen Megastein, los geht's. Also gib mir, besser gesagt, einen Schlüsselstein, ne? Ja, und vielleicht noch einen Megastein dann für Scarabon, also Scarabonit, dann können wir schon loslegen. Sag mir bitte Bescheid, falls dir ein schwarzes, vierbeiniges Pokémon über den Weg läuft. Hä? Nach Tara? Schwarz vierbeinige Pokémon könnte auch ein Hundemon sein. Trainerin Yvonne, Rang Y, steigt zu Rang X auf. War auch wieder so ein Dingsbums. Ein Event-Ticket, ja, war ja klar. Was gerade eine Benachrichtigung von der CIA Royal App? Und der nächste Gegner wohl fest, wa? Heißt für dich, sobald es Nacht wird, geht's ab in den Kampfsektor, um Trend zu besiegen und dabei ordentlich Punkte einzuheimsen. Das schaffst du locker. Du hast durch deine Hilfsbereitschaft schließlich schon längst eine Stärke bewiesen. Also dann, wir sehen uns. Ja, see you later, Alligator. Auf dem Weg zu Rang X. Krieg jetzt für jeden neuen Rang eine neue Hauptmission oder was? Werde ich ja sieht dann nie mehr los. Entschuldigung, aber ich würde schon ein bisschen gerne. Sowieso war ein bisschen Nacht ist, ne? Was sagt die Karte so? Überall noch ein paar neue Hauptquests, ne? Sidequests vor allem. Okay, also Pichu noch fangen muss, genau. Mit DT hätten wir in Sektor 6, ne? Ja, Sektor 3 ist abgeschlossen. Da fehlt immer noch ein Mon. Ein Monster. Dann mal mit Ding versuchen. Uns Pichu zu holen. Könnte klappen diesmal, ne? Aber mit dem Superball und dann Randa. Muss ganz kurz. Was ein Spitzennamen nur für dich? Nenn mich auf dich, Mann! Yo! Okay. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, aber lassen es einfach mal so. Dann hole ich mal kurz noch Pichu. Das Vieh war ja da hinten. War vorhin auch schon hier oben? Ne, glaub nicht, ne?
Moment, was? Draußen noch so ein paar Schwierigkeiten, ne? Ah, Kraftschub. Okay, nicht schlecht. Alter, diese Taubsi plötzlich hier oben? 25, ja, leck mich, ey. Kommt das Vieh plötzlich her? Natürlich so weit weg. Nein, das vergessen wir ganz schnell. Dieses Pichu ist unglaublich. Was ist denn das mit dem Viech, ey? Langsam glaube ich, muss dafür noch einen Meisterball einsetzen oder so, ganz ehrlich. Also mal, das Pichu taucht eigentlich wieder auf, ne? Relativ schnell sogar. Junge, das Taubsi, ey. Eine Elite-Taubsi hier. Oh, ein Hundhuster. Ja, das ist Elite-Taubsi, hörst schon. Bald wird es Nacht. Na, endlich mal. Junge, fast schwieriger zu fangen gewesen als irgendwelche legendären Pokémon. So, jetzt kriege ich Dunkelklaue. Liebebonbons auch noch. Okay, jetzt hat er richtig gelohnt. Sehr nice. Wäre mal eine doofe Frage, aber noch keinen Dunkelklaue lernen. Pam-Pam. Boah, warum nicht? Das ist so eine Geistattacke, aber besser als nichts, ne? Das Scarborg kann einfach alles lernen, ne? Eine Geistattacke. Ja, wobei, warum eigentlich nicht, ne? Ich meine, ich kann Geister nicht gut treffen mit Corny, zumindest aktuell nicht. Aber wir haben noch viele andere Attacken, deswegen kann ich es momentan noch so belassen. Naja gut, ich will mal sagen, wir hatten jetzt also den Sektor auch voll. Sektor 2, eben keine Ahnung, was auf dem Pokémon fehlt. Sektor 6 fehlt noch einiges. Wahrscheinlich eher mal Sektor 5 aufsuchen, ne? Das macht mehr Sinn. Dann noch ein paar Sidequests, wir gehen jetzt mal hier hin. Können wir in der nächsten Folge darum weitermachen. Oh, super. Die Zeit ist wieder abgelaufen, ey. Bei dem Spiel geht das echt so schnell. Aber auch, weil du gefühlt gar nicht richtig rankommst, weil du noch in diesem scheiße Tunnel drin steckst. Aber mittlerweile sind wir draußen, ne? Eine Kampfattacke, ne? Die Sonne geht unter, ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich jetzt plötzlich im Kampfsektor drin stecke. Das wäre ein bisschen doof. Natürlich stecke ich plötzlich drin, ne?
Nee, nicht ganz, der ist da hinten. Okay, Schweingarten. Warte mal, ich habe hier gerade in der Nähe ein Pokémon Center. Das ist doch perfekt, Mann. Das ist mal so eine Boutique. Da geht's ja noch hoch, für die nächste Folge dann. Erstmal kurz die Pokémon heilen. Tja, unser Team macht sich, ne? Da haben wir natürlich noch einiges vor uns. Ja, wenn wir schon mal beim Thema mit Megasteinen so sind, ne? Ich habe ja noch, glaube letzte Folge auch erwähnt, dass ich Sierra Royale, ne, also online und so, eigentlich noch teilnehmen muss, ne, so Rangkämpfe. Weil es gibt gewisse Megasteine, die kriegen wir aktuell nur dadurch und auch nur saisonabhängig, ne? Und das ist ein bisschen doof. Ja, das ist jetzt, glaube ich, ja schon Anfang November wieder vorbei ist, ne? Also da heißt, muss ich hier ein bisschen ran. Ein bisschen sputen, ein bisschen ranklotzen. Wenn wir hier noch ein bisschen vorwärts kommen und hoffe, den ersten Megastein noch irgendwie sammeln können. Was ist denn das? Ah. Das ist so ein Käfer. Naja. Aber in dieser Folge kümmern wir uns doch erstmal um den Aufstieg, ne, auf Rang X. Das war, glaube ich, mal was Feines. Und dann von der Karte her, was er da noch markiert. Und wir halt, ja, das halt auch noch irgendwie schnelle Reisepunkten zu haben. Das wäre eigentlich schon ganz cool, hier überall ein paar zu haben, ne, wenn man die ganzen Pokémon Center abklappern. Aber denke mal, sicher ein Ziel ist hier, beziehungsweise erstmal da rein, ne, weil ich brauche halt 3000 Ticketpunkte. Da ist, wir haben noch einiges vor uns, Freunde. Einiges. Aber dafür haben wir auch ein krasses Team. Kann man so durchaus sagen, finde ich. Ne? Vor allem da mit Corny, der macht einen guten Job. Trasla, sind wir dabei. Datiri, auch ganz cool. Ja, doch, das passt so, ne? Pampam, noch ein bisschen unterschätzt, aber das Vieh kommt auch noch. Das wird, Freunde, das wird. Gut dann, ne? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden. Yay! Ciao zusammen!